Ja, Link, ich weiß, du bist müde, aber wir haben noch einiges zu erledigen. Hey Freunde, na, willkommen zurück. So, im letzten Part haben wir ja noch, ja, wie soll ich sagen, den Fail-Part abgeliefert. Mit anderen Worten, wir haben das Herzteil gezwungenermaßen einsammeln müssen, damit wir das Upgrade... Ja gut, das Upgrade stimmt nicht ganz. Nein, das Upgrade hatten wir schon vorher. Nein, ich meine, damit wir die Maske verkaufen konnten. Genau, darum ging es ja im letzten Part. Unter anderem natürlich. Und jetzt will ich das ganze Dutzend voll machen. Sind zwar weniger Masken, aber egal. Kann ich ganz auf ein Dutzend. Oh, großartig, du hast verkauft. Bitte zahle mir für die Schädelmaske die 20 Rubine. Ja. 10 muss ich drauf bezahlen. Scheiße, abzocke! Ich komme nur auf die Idee, mit einem Waldtypen ein Geschäft abzuschließen. Nee, das kann nur in die Hose gehen. Egal. Die Geistermaske, die nächste Maske, die wir verkaufen müssen. Eine traurig blickende Holzmaske. Möchtest du die? Ja, von mir aus. Tja, und ihr ratet nie, welche Person uns diese Maske abkaufen wird. Und Susum? Und zwar ist es dieser kleine Stüpi hier. Der will die Maske haben. Kann man das glauben? Ich meine, wie einsam und was für ein Leben muss so ein Bengel... du kommst mir definitiv etwas zu nahe. Ups, sorry. Was für ein Leben muss man führen, um am Tag, am helllichten Tag, auf dem Friedhof zu spielen und... Ich meine, er ist ein Kind, wieso... Oh, ich kapiere es nicht. Dann hat er auch noch so eine beschissene Frisur. Ne, mal im Ernst, ich meine, es gibt ja viele Frisuren, die stehen den Menschen überhaupt nicht. Manchen mehr, manchen weniger, aber... die Frisur von dem da... mir will dazu gar nicht sein. Das ist sowas von bescheuert, aber egal. Wir sind ja keine Modenexperten, beziehungsweise auch keine Frisurenexperten. Was mache ich hier eigentlich? Von daher soll es uns doch egal sein. Ich habe die Maske abgezückt, so. Oh, Kraus, es ist... Oh, sorry Leute, falsche Stimme. Oh, Kraus, es ist Boris, der Totengräber. Hallo? Oh, es ist nur eine Maske. Wow, ich bin ganz schön erschrocken. Was, Boris sieht echt so aus? Ach du meine Fresse, wie alt ist der Typ? Gibt's mir die Maske? Klar. Mit dieser Maske sehe ich fast wie Boris aus. Cool, hier ist das Geld. Yep, fast wie Boris, stimmt. Obwohl, dann, dazu müsste eigentlich die Down-Syndrom... ich meine natürlich die... Oh, Mist, wie hieß die Maske? Majora's Mask? Face Mask oder so? Egal. Du hast die Maske, die dich 30 Rubine gekostet hat, zum gleichen Preis weiterverkauft. Also weder Gewinn noch Verlust. Scheiße. Dabei kannst du ein neues... Ja, weiß ich doch alles. So. Maske verkauft und schon geht's zurück. Und bevor ich es jetzt schon wieder vergesse, weil auf dem Hinweg habe ich es echt vergessen, ey. Ich glaub's ja kaum. Ich habe doch im letzten oder vorletzten Part erzählt, dass wir nun die 20 voll haben von den goldenen Skulpturas und uns deshalb den nächsten Gegenstand holen können. Und also ich müsste mich schon komplett irren, aber was ist los, Anschluss? Hast du wieder eine Hühnerallergie? Ja, wieder ist gut. Du hast noch die gleiche. Nee, weil ich eigentlich fragen wollte, sind die Hühner schon wieder davon gelaufen? Mann, hey, was machst du bloß? Egal. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Richtig, hier vorne. Bei den Skulpturas. Beziehungsweise bei dem Skulpturhaus. Also für 20 Skulpturas kriegt man doch, soweit ich noch weiß, den Stein des Wissens. Wow, der Vater. Hier noch ein kleiner Trick. Wenn man hier so macht, passiert natürlich überhaupt nichts. Aber was ist, wenn ihr so macht? Aber gar nicht. Und jetzt schnell weg, Freunde, weil wenn er jetzt angreift, bitte... Jetzt bewegt er sich und dann ist er echt sauer und sobald wir ihn berühren, tut das höllisch weh. Wo war der Typ? Bist du das? Du bist doch auch mein Freund, oder? Nö, war der falsche. Wow! Das war knapp. So, du bist es. Der Fluch ist von mir genommen. 1000 Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Hab ich doch gesagt, der Stein des Wissens, der aussieht wie ein altes Rumble Pack vom Nintendo 64. Benutzt aber jetzt ein Rumble-Feature, reagiert es auf naheliegende Geheimnisse. Ganz genau, jetzt finden wir geheime Löcher im Boden. Ja, das war schon ziemlich. Naja. Also dann. Wieso soll ich jetzt nachher mucke? Egal. Leute, wir sehen uns wieder in Hyrule-Stadt. Beziehungsweise auf dem Marktplatz. Ja, Hyrule-Stadt stimmt nicht so ganz, aber Marktplatz
Ist schon etwas treffender. Na, im Grunde genommen spielt es ja keine Rolle, aber wem es besser gefällt, so. Hier hast du deine, du hast verkauft. Bitte zahle mir für die Geistermaske die 30 Rubine. Bezahlung erhalten, ja, wie immer. Jetzt kriegen wir die Hasenohren, aber leider hat es, ja, bei den Majora's Mask kann die Hasenohren ja einen ganz anderen Effekt noch. Da macht sie einen um einiges schneller. Hier in der Ocarina of Time noch nicht. Lange Ohren sehen doch putzig aus, ja. Und ihr glaubt es kaum. Auch für diese doch merkwürdig aussehenden Ohren gibt es einen passenden Abnehmer. Und anders als vielleicht vermutet, ist es kein Kind, sondern ein Erwachsener. Oh Mann. Und einer, der meiner Meinung nach ziemlich, ja, durch den Wind ist. Ich will es mal so ausdrücken. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Beschreibung, was? Mal gucken. Ich glaube sogar die Hasenohren haben einen weiteren Nebeneffekt. Ja, was heißt Nebeneffekt? Ich glaube sogar das war so beabsichtigt, weil sobald es Nacht wird und wir die Hasenohren aufhaben, dürften eigentlich keine Skeletttypis auftauchen. Zumindest weil ich noch in Erinnerung habe. Egal, der Typi, da vorne ist er! Seht ihr das? Da ganz vorne. Da rennt einer und genau den müssen wir einholen. Ja, aber am Tage durch bringt das leider nicht viel, weil der rennt uns einfach nur davon und wir dürfen ihn blöd auf seinen fetten Arsch, steht nicht ganz, aber wie der läuft, das ist ja unglaublich. Seinen gebehinderten Arsch, wie auch immer. Lotzen, ja. Müssen wir leider warten, bis es Nacht wird und er sich endlich mal hinlegt. So, wo ist er jetzt? Hallo, da. Sag mal, sind wir jetzt echt schneller? Ja, wir sind wirklich schneller. Ob mit oder ohne Hasenohren. Ich dachte jetzt wirklich, die Hasenohren hätten jetzt hier auch einen Effekt, es schneller zu machen, aber nee. Seltsam. Sind die wirklich so langsam? Oh nein, das Vieh. Ah, das habe ich immer gehasst. Bleib, wo du bist, bleib, wo du bist. Du bist mal alles anderes Geheuer. Blödes Ungeheuer. Kann man wirklich so sagen. Kann ich das eigentlich irgendwie abschießen oder so? Ich glaube nicht, oder? Einfach nur bedrohlich näher. Weißt du was? Denk schon Nacht. Uah! Alter, war das knapp. Ui. Komm Leute, es ist Nacht, das heißt, ihr verzieht euch. Ihr sollt euch verziehen. Haha, nichts gewesen mit den Spesen. Wow! Nicht schon wieder. Lasst mich in Ruhe. Sonst wenn ich das Greenpeace. Kann ich sicher sein, dann werdet ihr ausgerottet. Meine Güte. Ich wette, mit diesen Ohren kannst du die Stimmen hören. Das sind die Ohren, die der große Kürbis prophezeit hat. Hoppel hier! Ja, ich habe gesagt, er ist ein bisschen anders. Mir ist egal, wie teuer es ist. Ich muss sie haben. Verkauf sie mir. Okay. Mein Traum geht in Erfüllung. Ich habe Hasenohren. Hoppel die Höhe. Wird mich hören. Die Maske hast du 50 Rubine bezahlt. Der durchgeknallte Keller hat dir jedoch mehr dafür gegeben, was du erzählen kannst. Ja, also im Prinzip wird er die ganze Tasche füllen. Egal, ob wir jetzt die kleine oder große Tasche haben. Von daher könnte er uns auch 500 Rubine dafür zahlen. Verrückt, wa? Geh zurück zum Maskenhändler und gib ihm seine 50 Rubine. Ja, und ich muss abhauen. Wow. Tschüss. Oh, ich hab die Hasen noch nicht mehr auf. Nein. Wo bin ich eigentlich? Scheiße, Leute, wir sind auf dem Hyrule-Stadt wieder. Beziehungsweise auf dem Marktplatz. Scheiße. Wow. Gut, sie sind abgehauen. Ah, dafür kommen die anderen. Das darf wohl nicht wahr sein. Achtung, Einbahnstraße! Nicht wirklich, aber du gehst mir trotzdem auf die Nerven. So, endlich sind wir wieder hier. Wir sind noch frisch belebt, wie könnte es auch anders sein? Scheiß Anhänger von Ganondorf! Aber ist egal. Soll mich nicht weiter kümmern, die sind sowieso nicht mehr lange am Leben. Das seht ihr ja noch. Das seht ihr noch. Oh, großartig! Oh, großartig, du hast sie verkauft. Bitte zahl mir für die Hasenohren die 50 Rubine. Hey, gut gemacht, meine Masken sind verkauft. Ich wusste, dass du der richtige Mann, Junge dafür bist. Hey, als Belohnung für deine Mühe sollst du eine ganz besondere Maske erhalten. Dies ist die Maske des Wissens. Es ist eine mysteriöse Maske aus dem Erbe der Sheikah. Suche und du wirst die verborgenen Kräfte der Maske entdecken. Sie ist nützlich und unheimlich zugänglich. Warum sie unheimlich ist? Das wirst du herausfinden, wenn du älter wirst und irgendwann den Sinn des Lebens erkennst, weil du schon mal einfach... ist egal.
Vertrau mir. Ja. Die Maske des Wissens. Tragen Sie mit C, um sie möglichst vielen Leuten zu zeigen. Ja. Wer hätte es gedacht, hm? Kaum Nachschub bekommen, man kann jede beliebige Maske ausleihen. Vertrauen. Was gäbe es noch für Masken? Okay, die Zora-Maske, die kennen wir noch aus Majora's Mask, beziehungsweise werden wir noch kennenlernen. Die Goron-Maske ebenfalls. Aber die Gerudo-Maske gibt's da nicht. Weiß der Teufel wieso? Naja. Tja, Freunde, falls ihr euch jetzt fragt, und wo ist das verbliebene Upgrade für die... Mach ich mal schnell. Müssen Dekonüsse sein, ja. Für die Dekonüsse geblieben? Tja. Dafür brauchen wir die Maske des Wissens. Und zwar geht es wieder zurück nach... Susum. Okay, ja, stimmt. Nach war die falsche Satzstellung, denn es geht in die verlorenen Wälder, nicht nach den verlorenen Wäldern. Ja, deutsche Sprache ist eine schwere Sprache. Egal. Und wir müssen dann an den gleichen Ort zurück, wo wir auch das letzte Upgrade erhalten haben. Ja, kann man kreuzweise... Oh, gut ausgewichen, Link. Das Loch war etwa hier. Nö, es war hier. Ja, genau. Fuß neben dran. So. Jetzt mal gucken, es müsste funktionieren. Drücken wir die Daumen. Na? Hallo. Alter, was ist das? Ja, jetzt habt ihr gesehen, die fragen sich jetzt gerade, sollen wir den angreifen oder sollen wir Mitleid mit ihm haben? Weil, ja, nur ein Auge und... Ach du Scheiße. Von Halloween wäre die Maskenkracher. Darauf könnt ihr wetten. Ich glaube, so eine Maske ziehe ich mal an Halloween an. Das wäre doch mal was. Egal. Er ist ganz verstörend. Was will der von mir? Ja. Meine Brüder und ich sind uns einig. Du bist potthässlich. Wow! Und das in einem Kind. Mann ey. Zum Trost werden wir dich mit einigen Dekonüssen versorgen. Außerdem werden wir dafür sorgen, dass du von nun an mehr Nüsse tragen kannst. Cool, Nüsse. Ich liebe... nein, nicht ganz. Hopp, hoppel, gadoppel. Ich habe schon wieder die Kartoffel geschwält, die Mann. Da kriege ich doch Hunger. So, jetzt kann es insgesamt 30 Dekonüsse tragen. Ja, Freunde, das war das letzte Upgrade als Kind. Na gut, stimmt noch ganz. Es gibt noch eins für die Bombentasche, aber das wäre wieder ein Hyrule-Stadt und das würde dann indirekt auch mit dem Herzteil zusammenhängen. Kann man da ja auch gewinnen. Wisst ihr was? Ich habe genug von den Upgrades, ich will endlich in der Story weitermachen, das heißt im nächsten Part geht es weiter. Und es war in der Zitadelle der Zeit. Jetzt wird es endlich spannend, hey. Also dann, verpasst nicht den nächsten Part. Ciao zusammen.